Moje wat geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Review von dem doch ziemlich unkonventionellen, aber dafür nicht manner wirksamen Horrorfilm Midsommar. Ob Midsommar lo gelungen ist und ob einen neuen Meilenstein am Horrorgenre setzt, das sieht alles hier bei Filmlebt. An einem verschlafenen kleinen schwedischen Dorf feiern Bewohner alle 90 Jahre die Sommersonnenwende. Ganz an eng Deeg ginn die schon ziemlich speziell Traditionen abreich gefeiert. A genau dat mecht ein Gruppe von Studenten firwar sech für genau dem emolschen Erliefnis deelzuhöllen. An dorop simen sie sich op de lange Weh an dat skandinavisch Tannerland ohne auch nimmen eng Ahnung zu hun, wat sie do erwart. Mir schnell fan sie heraus, dass die Traditionen net nimmen aus Tanzen a Blumeplecke bestehen. Mir das zu ihren Traditionen noch nach grotesk Rituale geheieren. An so mat gëtt die geplante Vakanz séier zu engem Horrortrip. Wat für Rituale dat sinn a wat nach alles an dem Festo stöcht, das sieht alles bei Midsommar. Midsommar. Ja, also das war eng Nummer. Nun muss ich sagen, dass das nicht den ersten Horrorfilm vom Regisseur und Drehbuchschreiber Ari Aster ist. Vierdrun hat schon den Film Hereditary gemacht, den ob man's genauso verstörend war. Also dann mal direkt dazu, wer Fan von Horrorfilmen ist und Hereditary noch nicht gesehen hat. Unbedingt nachholen. Me bon, de Film sollt ja aber haut net goen. Haut geht dem Midsommar. Anders kann so, dat war ein abrichtsames Erlebnis. Den Ari Aster hat auch heieren bewiesen, dass eng 1,80 Manier huet Filmer zu machen. Dat fängt schon allein dummer da un, wie net packt den Tod auf Film festzuhalten. Ich meine, schon viel drunter nie einen Film gesehen, dem gelungen ist, den Tod so makaber schlimm durchzustellen, wie es halt bei Midsommar der Fall ist. Und dafür braucht man kein Blut oder sonst irgendwelche Splatter-Szenen. Wobei ja, worauf die nicht zu 100% verzichtet. Mehr auch genau do weiter, weil so wenig blutige Momente dran sind, machen sie noch mehr intensiv. Und das schon allein die schauspielerische Leistung ist fantastisch. Es ist ihnen auch gelungen, all harmlose Situationen bedrohlich und verstörend wirken zu lassen. Also vom Cast her ist hier alles richtig gemacht. All Schauspieler spielen seine Rolle genauso, wie es für den Film gebraucht wird. Mir nicht nur die schauspielerische Leistung möchte der Film auch noch so gut, weil dann noch auffällt, sind richtig unkonventionelle Kamerafahrten. Wenn ihr den Film bis gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Und auch diverse Plansequenzen, die emolisch sind, lassen ihn immer im Staunen. Heigen Maps Geburte werde ich bei weitem nicht all da am Kino gesagt. Mir etwas muss ich nicht bewusst sein. Midsommar ist ein komplett anderes Horrorerlebnis, wie er zum Beispiel von Annabelle oder Conjuring gewinnt ist. Midsommar ist an der Hinsicht viel mehr komplex, und vermittelt einen zu allen Momenten Unwohlsinn. Und das Gefühl geht während dem Film von Sekunde zu Sekunde schlimmer. Bis in ihren Verschüssen da sitzt und sich fragt, was der Teufel guckt mich mal gerade an. Und so mal, dass dieser Film definitiv nicht für jeden ist. Wir wollen auf der Sicht nur dem nicht nur ein bisschen anderen Horrorerlebnis seht, da könnt ihr Midsommar definitiv eine Chance geben. Für mich hat ein Ari Aster hier neben dem Jordan Peele das Horrorgenre maßgeblich verändert. Und ich meine, etwas Vergleichbares wie das hier wird mal lange nicht zu Gesicht kriegen. Mich interessiert mal, was ihr vom Film denkt. Also dann eher genauso ein Meisterweg für mich oder ist es dann eher eine große Kabels? Erzählt mir da in den Kommentaren. Und wenn euch das Format Filmlebt gefällt, dann lasst doch gerne ein Like da. Und an dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Midsommar. What time is it? 9 p.m. That can't be right. The sky is blue. This is what 9 p.m. is like here. How long have you two been together? Just over 3.5 years. 4 years. Really? Yeah. What do you think? It's like another world. Tomorrow's a big day. Is it scary? What is it? It has special properties. What am I going through? We just need to acclimate. I don't want to acclimate, I want to go. Absolutely not. What's happening? I don't know why you invited us. That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. I was most excited for you to come.